Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 33. Spieltag der Bundesliga, und der FCE trifft auf die Truppe von Union Berlin. Und wie ihr seht, wir stehen hier am Rhein vor dem KD-Schiff. Die hatten eben ihre letzte Ausfahrt, und letzte Ausfahrt hatten wir ja letzte Woche hatten wir auch schon. Es hat nicht ganz geklappt. Wir sind an der Ausfahrt vorbeigerauscht, aber wir haben noch eine allerletzte Chance. Ja, wir sind nicht so ganz entschieden vorbeigerauscht, sondern etwas unentschieden. Deswegen sind wir nicht so weit gefahren. Jetzt stehen wir am Standstreifen und es ist alles immer noch möglich. Ich meine, wie oft wollen wir das noch sagen? Aber es ist tatsächlich so, theoretisch ist immer noch alles möglich. Jetzt müsste man halt langsam irgendwas Wahnsinniges machen. Wie zum Beispiel auf der Autobahn drehen oder rückwärts fahren. Wenn möglich, Ja, bitte ja. wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Das darf man natürlich normalerweise nicht. Also liebe Kinder da draußen, ne, falls ihr mal mit Papas Auto unterwegs seid, nicht nachmachen. Ja. Aber das Gute an so einer gefährlichen Aktion, jetzt rückwärts fahren auf der Autobahn, ist ja in dem Fall, dass der ein oder andere vielleicht dann von der Bahn gedrängt wird und vor der Wand fährt. Ne? Und das müssen wir ja noch haben. Also Ja. mindestens 2 sollten ja... Optimalerweise sollten ja 3 vor die Wand fahren. Darmstadt ist schon vor die Wand gefahren. Ja. Union ist kurz davor. Die haben nämlich gerade ihren Fahrer gewechselt. Ja, was die Passagiere So. da wohl sagen jetzt. Ne? Also, Und Mainz 05 ist auch alles andere als stabil. Also die kann man auch ganz gut abdrängen, genau wie die Unioner. Ja. Die sind schon lange nämlich nicht mehr eisern, sondern Nein. längst ist das Pappmaché, was die da anbieten. ja, also die kriegst du ganz leicht weggeblasen von der Bahn. Und das ist jetzt die Aufgabe. Ne? Nun, ehrlicherweise, ja, wir hoffen ja schon so lange. Und natürlich müssen wir selber ein bisschen lachen. Kann nicht wahr sein, ja, dass man jedes Mal wieder dasteht und hofft. Aber die Chance besteht. Und wie wir gesagt haben, das Motto kommt, Berlin zittert. Kölle bebt! 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen Union. Prösterchen, Leute! Ja, Kölle bebt. Was heißt das denn? Das heißt nichts anderes als das, was auf diesem Schiff draufsteht. Wir haben eine Rheinvision und versetzen uns jetzt einfach mal in das Spiel gegen Union am Samstag. Irgendwann fällt es 1:0 für den FC. Das Stadion bebt. Union fängt noch mehr an zu zittern, als sie es eh schon tun. Und das ist dann auch der Plan für den letzten Spieltag, wenn wir dann auf 3 Punkte ran sind. Wir fahren nach Heidenheim. Union empfängt den SC Freiburg. Und letztes Spiel für Christian Streich. Wir vertrauen auf euch. Und dann können wir sie auf den letzten Metern überholen. Das ist die Rheinvision. Ja, genau. Und jetzt kommt natürlich wieder die Frage, wer soll denn die Tore schießen bei uns? Ja, genau. Die Frage kommt später. Ne? Wir können nämlich wieder wetten. Wir müssen über eure Leistung beim Gewinnspiel reden jetzt, also wirklich. Ja. Diesmal allerdings, nachdem wir unsere Frage so vereinfacht haben, dass es klappen muss, hat es auch geklappt. Wir haben einen Gewinner, und sogar 3. Ja, noch nicht. Das werden wir jetzt gleich live und in Farbe hier, werden wir die ermitteln. Ja. Ja, wir haben da so ein Pöttchen, ja, jedenfalls haben da, ich glaube, 16, 17 Leute oder was haben richtig getippt, obwohl Waldschmidt ja nicht erste Wahl sozusagen von euch war, die meisten haben keins gesagt, ne? Also es war eher ein Außenseiter-Tipp, aber immerhin 17 Leute sind noch richtig, sieht man mal wieder, haben ja auch massig Leute. Ist ein bisschen hier wie ja. beim DFB-Pokal. Wie beim ne? DFB-Pokal. So, Haben wir noch eine fangen- Losfee hier irgendwo? Wer will denn mal? Haben Ja. wir keine? Nee. Ja, müssen wir es selber machen. Ja, Ist aber kein Thema. Glücklicherweise sind wir fehlos. Ne? Also hier sieht man 17 Zettelchen, da sind die Namen draufgeschrieben. Jeder, der Waldschmidt getippt hat, und zwar bei Instagram, YouTube oder Facebook, der kann jetzt richtig gespannt sein, denn Genau. vielleicht wird er jetzt gezogen. Wir steigen ein. Erster Preis sozusagen, also eigentlich der dritte sozusagen, den wir ausgelost haben, das sind die Bierdeckel. Ja? Ja. Die kommen als erstes dran. So, Spannung steigt. Detlef Drechsler 1326. Ich möchte nicht wissen, wie viel Detlef Drechslers es gibt, dass man zu so einer Nummer kommt, aber ja, Solange nicht unser ehemaliger Spieler ist, ne? ja, der hieß der Detlef. Nee, wie hieß der denn nochmal? Der Drechsler, wie ist der Drechsler nochmal? So, jetzt ich halte und du Ja, genau. ziehst jetzt. Wir müssen ja schon, ne? So. Next one. Also lieber Detlef, Oh, scheiße, ich hab viel die Brille Spaß gar mit nicht den an. Bierdeckeln. Ne? Antonin Hepp _10. Und der Crit,
das Shirt. Hat das Shirt gewonnen. Ja. Ja. So. Jetzt bist du wieder dran. Ja, wenn wir das so machen, ja. Ja. Jetzt geht es um den Kranz, ne? Ein Kranz, Kranzstein. Gutschein im Gaffel am Dom, Oh, das haben wir Kranzstein. schon 2, so geht es nicht. So, wen haben wir jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Chris Mellengray 5768. Das sind ja Namen hier, Ihr habt ja nur so Künstlernamen. Ihr seid ja großartig. Also wahnsinnig. ich muss sagen, das ist, also es klingt wirklich so, als wären wir unfassbar international, FC international, ja. Also lieber Chris, du Chris, den Kranzschein, ja. Du kriegst den Kranz. Ja, wie jetzt nicht gehört. Ne? Jetzt wäre natürlich gut, wenn ihr euch bei uns meldet, damit wir euch das zuschicken können oder wissen, ob Nee, wir euch das übergeben. Wir ne? schreiben euch auch noch mal an Ja, oder so. auf den jeweiligen Kanälen. Und haben wir denn eigentlich auch noch ein neues Gewinnspiel? Ja, ich würde sagen ja. Wir verlosen wieder einen Kranzgutschein. Jetzt fangen wir von vorne an. Ja. Und ja, was könnte man denn diesmal tippen? Ja, aber ne? nicht wieder so eine einfache Frage. Also Nein. jetzt muss es wieder ein bisschen schwerer werden. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir müssen ja Tore schießen. Ja. Also wenn wir noch eine Chance haben wollen, dann muss mindestens ein Tor fallen gegen Ja. Union. Denn wir müssen sie schlagen. Und deswegen können wir ganz ruhigen Gewissens auch wieder fragen, wer schießt das erste FC-Tor Ja, richtig. gegen ne? Union Berlin. Genau. Und wenn ihr das schon wieder falsch macht, ja, und wir kein Tor schießen, dann jammert später nicht, wenn wir abgestiegen sind, denn dann seid ja ihr schuld. Ja. Ne? Also man muss dann schon auch ein Tor sich ertippen. Dann macht ja? nicht wieder die Spieler verantwortlich Nein. dafür, dass keine Tore geschossen Ja. wurden. Wenn ihr das mit dem Tippen nicht hinkriegt, Ja. dann können die Spieler da ja nichts dafür. Da können die gar nichts dafür. So ist es. Ne? Kriegt direkt wieder durch. Hier kommt da nochmal. Wir stoßen ne? erstmal auf unsere Gewinner an hier. Auf die Prösterchen. Gewinner und auf alle, die mitgemacht haben. Waren ja, das echt sowieso. eine Menge Leute. Das ist jetzt wirklich ganz, ganz toll. Ja. Ich glaube, das machen wir jetzt häufiger. Ja, weil, hunderte ne? Zuschriften insgesamt, also das geht ja fast an die 1000. Ne? Ja, das erste Ding hatte schon über 300, also ich weiß Ja, nicht ja. mehr genau, wir haben irgendwann aufgehört zu zählen, aber es war schon irre und ihr seid schön dabei Alle geblieben. daneben gelegen. Also tolle. Das musst du auch erstmal hinkriegen. So, erstmal ne? Prost auf euch. Zum Wohl. Was für eine herrliche Stimmung hier in der Altstadt. Passend übrigens zur erstmal jetzt letzten Pressekonferenz der Saison. Wir hoffen ja, dass noch eine nachkommt. Also Relegation wird es natürlich eine geben. Wir werden dann im Zweifelsfall auch wieder einen Saisonrückblick machen. So viel kann man schon mal sagen. Und bis dahin genießen wir hier dieses wunderbare Panorama, dieses Schiff und alles, was hier am Rheinufer sich so tut. Köln-Düsseldorfer. Ich sag ja nichts. Ne? Relegation. Ne? Damit fahren wir dann da runter, ne? Das ist Und die Vision. hauen die weg. Ne? Also bis nach Hamburg möchte ich mit dem Ding nicht stuckern. Ne? Also ich würde am allerliebsten tatsächlich Platz 15 schaffen und es ist drin. Die anderen beiden dürfen keinen Punkt mehr holen. Wir müssen beide Spiele gewinnen. Union schlagen und wir haben das Abstiegsendspiel in Heidenheim. Und wie gesagt, ich vertraue auf den SC Freiburg am letzten Spieltag. Ganz Berlin, ganz Union zittert. Und wenn wir es dann schaffen, wird Köln beben. Das habt ihr alle noch nicht erlebt. Und das ist unsere Vision und darauf arbeiten wir hin. Ja, dann laufen wir wirklich wochenlang mit einem Dauergrinsen durch die Gegend. Das ist ja wohl logisch, wenn das passiert. Ne? Ja. Und falls ihr diese PK richtig bekloppt fand, ne, wir haben schon die ein oder andere Bekloppte hinter uns. Hier ist nochmal eine mit Union. Und natürlich dran denken, Channel abonnieren, nie wieder verlieren. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns am Samstag im Müngersdorfer Stadion. Ciao. So sieht es aus.